Wunder, dass wir heute beieinander sitzen dann. In dem Lokal, da kommen laut echte Wiener zusammen. Nicht solche Schwammerlbrocker, die zum Heiligen wandern dann. Laut umeinander blären und gar kein Gefühl für die Musik haben. Für solche Leute, da haben wir da bei uns keinen Platz. Da gilt für alle Zeiten nur der eine Satz. Jeder, der glaubt, Werner zu sein, der raufhaut und schreit, die Welt, die kehrt mein, den sag ich ganz leise, macht die Welt so brat, tut die Liebe drucken und sei ja schön stand. Es ist schade, dass die Welt so modern und so lang jeder auf sich und kein anderen mehr schaut. Ich bitte, ich frage, das geht mir nicht ein. Ja, der kann doch kein Werner sein. Ja, grüße Gott, wieder mal Pawlatschenzeit ist. Montag 20:15 Uhr. So schaut's aus. Pawlatschen Nummer 302. So ist es. Zum 302. Mal sitzen wir da beieinander im Studio Donnerfeld. Habe die Ehre, Patrick. Ich freue mich, hier Gast sein zu dürfen. Danke dir. Ebenso. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns natürlich besonders, dass auch ihr wieder dazu gefunden habt, bevor sozusagen die Höllenwoche auf uns zukommt. Ne? Die temperaturtechnisch, ne? Das Kassen. Das ist klar, ich war jetzt bei mir in der Klaus in der buckligen Welt. Da haben wir tatsächlich am Freitag eingeheizt gehabt im Kugelherd. Hat er schon berichtet mir, ja? Weil 19 Grad an einem Tag ein bisschen wenig zum Sitzen. Ein bisschen wenig, ja. Aber es war nur der eine Tag. Ich muss kurz schauen, ob wir ein Taschentuch da haben. Was? Die Flaschen war so angefüllt jetzt. Entschuldigung, sie muss da durchs Bild. Der Botschert wie es gewesen ist. Was heißt Botschert? Ja, die war bummvoll. Der Bummvoll, das ist der Nächste. Na, mit dir gewinnt man einen Krieg. Ist die Quetschen nicht hin? Ich meine, ich weiß nicht. Nein, die hat nichts. Na gut. Na, während der Patrick die Glotzen in die Kamera hält, begrüße ich herzlich im Chat. Das gefällt mir, weil du das da jetzt hingehauen hast. Kannst du dich erinnern, einmal vor langer Zeit haben wir ein paar Pawlatschen gehabt und du hast Allergie gehabt, hast immer geschneit und hast die Taschendeckel hintere gehabt, da in die Ecken und das war voll im Bild. Dann hat irgendwer geschrieben, Alter, ich meine, ich weiß ja nicht, wie schaut das aus? Einmalig. Eine Erinnerung. Susanne Moser ist da, Christi Gott. Maria Luise Leb ist da am Start. Servus. Einen schönen guten Abend in die Runde wünscht Franz M. Jawohl, endlich wieder Montag auf einen unterhaltsamen Abend. Robert Dauer ist wieder mal da. Robert, jawohl. Servus. Ein lautstarkes Servus an euch beide, sowie alle Pawlatschisten von Manfred Kraft. Christi Gott, Manfred. Servus, Manfred. Matthias Mariacher, Spaziergang, Alexander Hauser. Der Maber, die Momo M, Rudi Welschboniski, Balaton. Jawohl. Jawohl, schön, dass es euch gibt, 16er Buben, Dr. Schild. Danke. Austrian Rainer, schau, die Gabi ist da. Gabi! Jawohl! Servus! Servus, schon lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's immer besser. Jawohl. Uli Slonik aus Helsinki, servus. Servus. Raphael Illmeier, unser steirisches Urgestein. Ebenfalls mit am Start. Hochhofenfreund aus Linz. Jawohl, servus. Grüß dich gut. David, meine Verehrung. Gudrun Benedek aus Eibestal. Grüß dich gut, servus. Jetzt stellt sich eigentlich die große Frage, sind überhaupt Wiener auch da? Das ist ein Wahnsinn. Sprachpolizei, Pawlatschen, wieder am Montagabend ist wie heimgekommen nach längerer Reise. Alles Liebe nach aller eins. Jawohl. Wie servus. Waller ist da, servus. Marco Cinelli, neben dem Adel, grüß euch 16 und andere Buben, jawohl. Aus der Schweiz. Fidel und krank, noch, gell, fliegen direkt nach Wien auf die Pawlatschenbank. Ob im Glas noch kühle Milch, Wein oder Wasser funkelt,
Hauptsache, es wird gelacht und laut gemunkelt. Bravo, Hette. Das ist ein guter Spruch, wo ich Und erhebe natürlich- sofort das Glas. Ja, und natürlich gleich möchte ich herzlichst darum bitten, haut eine, auch wenn wir keine Trinksendung mehr sind, aber haut eine Orgie an rote Achteln für die Hette, für eine rasche Genesung. Jawohl, alles Gute. Alles Gute. Über meinen Alkoholdrang habe ich ja tatsächlich, nicht meinen Alkoholdrang, sondern meine Abstinenz habe ich ja tatsächlich gebrochen. Gewaltig gebrochen. Ich habe einen Eisbecher gegessen, da war Baileys drinnen. Ach so, das auch, ja. Ja. Aber ich war nicht angesoffen deswegen. Also es ist noch nicht so, dass ich da komplett weg bin. Also das geht noch, das geht noch. So, die Wildcat ist am Start. Grüß dich Gott, jawohl. Jawohl. Landtagsstromer Markus, so Mittelhessen vollzählig. Vollzählig, jetzt haben wir's. Megapemperten Grüezi aus dem Zug, nehme ich an, nach Luzern. Vermute, ja. Jawohl, Spaziergang. Danke, es geht mir wieder gut. Sagt die Austria die Gabi. Bin wieder gesund und in voller Kraft. Ich denke, ich habe es überstanden. Jawohl. Okay, hat's noch eine, bitte. Eine Werte, Genau. die sie jetzt, war die Gabi war da ordentlich ein bisschen bedient. Und wenn sie schreibt, es geht ihr wieder gut und in voller Kraft, das ist nochmal ein Grund. Das ist Bitte für eine Orgie an rote Achteln. Rote Achteln für die Ethik, für die Gabi. Unbedingt. Bitte haut's eine. Jawohl. Was spielen wir da, Patrick? Was spielen wir da? Oh ja, moin, Plätze. Ja. All my Das stuff ist ist da, widerlich, jawohl. das ist- Schau, da fahren schon die Achteln. Da fahren schon die Achteln. Was reißen wir an? Was reißen wir an? Rund und gesund, so sind wir. So sagt mir. Ja, naja, also pass auf. Was fällt mir ein? KTM-Junkie, aber die Ehre, Weltklasse. Was könnt ihr machen? Was könnt ihr machen? Oder? In was ist F, gell? Oder? In C fängt es an. Ja, ja. Ich bin ein Hammertanz. Ich brauch gar nichts auf am Pflanz. Meine große Leidenschaft gehört nur dem Rebensaft. Hab ich ein Glas Wein, fällt mir kein Unsinn ein. Nur dass ich manchen Tag ganz friedlich sag. Ich brauch kein ganzes Fasserl Wein, die Gattung ist mir wurscht. Nur gut muss halt das Räpferl sein und das mir lässt mein Durst. Ich hab mit 3-4 Liter genug, da geh ich weg. Mit Wasser nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Mit Wasser nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Ich hab das ausprobiert, hab ziemlich lang studiert. Ich brauch den Wein zum Essen, ja nur als Arbeitsgeist. Den kann er sich in mir, a viel Wein drin spielen. Hebt sich eine Hamur, drum hört's mir zu. Ich brauch kein ganzes Fasserl Wein, die Gattung ist mir wurscht. Nur gut muss halt das Räpferl sein und das mir lässt mein Durst. Ich hab mit 3-4 Liter genug, da geh ich weg. Mein Wasser nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Mein Wasser nur lass mich in Ruhe, denn das mag ich wirklich nicht. Jawohl. Ein passendes Lied dafür. Absolut. Schau die Achtel von einem. Patrick. Ich erhebe meinen Finger. Wildcat hat eine. 5 Euro. Sanit Mutzi sind auch an Bord. Einmalig. Wunderbar, Dankeschön. Dankeschön, Wildcat. Danke dafür mal. Wo ist das Glöckchen? Ah jo. Wo ist das Glühen? Jawohl. Jawohl. Was haben wir da? Schau die Achteln. Schau die Mägi. Ich bin gerade über den Sadel gefahren.
Die Hätte wird verstehen, ja, verstehe. Die Maggie ist offenbar wirklich schon in der Schweiz, weil Internet im Zug ist normalerweise. Ja, das ist das kann nur in der Schweiz sein, glaube ich. Nein, hat sie geschrieben, sie ist auf dem Weg nach Luzern. Ja. Sehr fein. So, ja, und weil es gibt ja regen Austausch mit unseren Fans immer wieder über die sozialen Medien und dergleichen. Und unter anderem hat ja auch, ich glaube, Susanne Moser ein Lied. Einen Liedwunsch geäußert. Dem werden wir heute natürlich nachkommen, das ist ganz klar. Sie hat kommentiert ein Foto nämlich von mir, ein privates, von der Familie. Aha. Das wäre ein Wunsch wäre. War die Mama dabei auf dem Bild? Nein, die Gudrun war mit dem Buben und ich, ne? Und die hat geschrieben, ich liebe euch, die Familie und so. Und als Musikunterlegung bei Facebook war, was ich sehe jetzt nicht mehr, auf der Schoß von der Mama. Ne? Machen wir es gleich? Dann machen wir es doch gleich, oder? Na, natürlich. Quatsch mal noch. Eine wunderschöne Nummer. Hat er die Pause gemacht, sagt die Weilke. Also wir haben jetzt längere Zeit haben wir nur einmal im Monat die Pawlatschen gemacht. Und jetzt machen wir wieder jeden Montag. Bitte weitersagen. Wieder durchgehend. Alle müssen es wissen. Die 16er Buben sind jeden Montag. Wir sind wieder da. Kipferl kommt, Knie aufgeschoben und die Finger zwickt und aufgeschiffte Wunden ob eingeschossene Schein oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schule und ein blauer Fleck am Wadel. Ob Skiverreizung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist mir röter Bub, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Sohlen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann
Dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was an weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Jawohl. Bitte Susanne Moser, sehr, sehr gerne. Auf alle Mamas. Sie muss ich gratulieren. Dankeschön, Diese Dankeschön. Komposition ist gelungen. Dankeschön, Dankeschön. Text von der Monika Kur. Ja. Text von der Monika Kur, ja. Ja, ein schönes Lied, wunderbares Lied. Und also, soll man nicht über seine eigenen. Weil War ja peinlich, wenn mir meine eigenen Lieder nicht gefallen hätten. Nicht? Eigentlich muss man so wie auch wieder sagen. Nicht? es stimmt auch. Ja. Und das ist kein Eigenlob stinkt oder so nach dem Motto, nein, gar nicht. Die Ja. Nummer ist schön. Ich glaube auch, gell? Jawohl. Schau dir was an, was ist da? Was ist da? Jawohl. Ganz super. Danke, Patrick, dass du es weitergegeben hast. Danke, so schön. Ja, unbedingt. Das ist eine Bitte, Musik. selbstverständlich. Gern geschehen, gern geschehen. Natürlich. So, was haben wir da jetzt da? Der Manfred sagt, auch von der Fritzi, ganz liebe Grüße und bis morgen beim Henglersl-Brunner, da erzählen wir uns. Ja, große Freude. Ja, sehr schön, sehr schön. Henglersl-Brunner. Leihwand einen Gruß an Agnes und ganz liebe Grüße auch an unsere Fritz, eine wahre Kennerin des Wienerlieds. Ja, die Agnes ist angeblich nicht da. Werden wir sehen, ja. Ja, Wachheit wieder Struktur und Sinn. Gott sei Dank. Die Pablage. Ja, für mich auch, muss ich ehrlich sagen, eigentlich. Ja, ich meine, das Das ist gewisse, ja. das ist schön. So. Es ist wirklich schön. Ich habe mich schon gestern drauf gefreut, weißt du? Das ist Ja, na schon. Also ist ähnlich leibend, nicht? Also, machen wir ja gern. Nicht? ja, absolut. Absolut. Ja. Nein, das hat schon. Und wie gesagt, durch das, dass wir jetzt sagen, naja, wir machen nicht nur eine Stunde, nicht? Dann haben wir einen guten Kompromiss gefunden. Vom Aufwand her rundherum. Ja, zum Morgen. Wir sind morgen beim Henglersl-Brunner in Grinzing. Manche sagen, es ist nicht Ich sage Grinzing. immer, es ist eigentlich nur Oberdöbling, glaube ich. Naja, aber ich glaube doch, das hat mir doch der Hengel, der Matthias selber gesagt, Ah, dass der sie in Grinzing sind. Es ist gering. Und ich wurde mehrfach schon Ich wurde auch immer berichtet. Berichtet, Ich meine, aber- das ist Oberdöbling, höre ich dann immer. Ja. aber Ich werde Matthias morgen mal noch ist aber ich meine, im Prinzip ist wurscht im Okay, 19. ja. Nahe Grinzing. Nahe Das ist ja Grinzing, ja. wurscht, nicht? Das ist halt einmal so, ja. Ja. Sani und Mutzi haben die Buben sicher schon arg vermisst. Hey, du hast recht. Das muss eigentlich arg gewesen sein für die armen Nymphensiedler. Ich glaube, sagen wir uns ehrlich, einmal im Monat war schon wenig jetzt. Also Das war wenig. War für uns wenig, nicht? Ja. Morgen, also wie gesagt, die Agnes hat uns angerufen, sie weiß, dass man nicht hat sich quasi böse entschuldigt, dass sein, sie aber- wahrscheinlich nicht da sein kann, weil sie anderweitige Verpflichtungen hat, familiäre. Und was am Morgen vielleicht, angeblich, also zumindest hat der Matthias gesagt, er hat uns angerufen und gesagt, ja, ist was los. Erstens haben wir ausreserviert, aber Nein, wenn wer Platz kommen will, geht kann, wir finden einen Platz. Der Garten ist groß. Es ist natürlich dort, muss man auch ehrlich sagen, dann, wenn das voll ist, es ist halt schon, muss man wirklich ehrlich sagen, für die, die wirklich die Musik hören wollen, das ist halt im Garten, nicht? Und nicht verstärkt. Darf auch nicht Der von der verstärkt Zeit dort, nein, das ist. und das gehört auch sozusagen zum Ton des Ortes dort, dass das eben unplugged ist oder einfach original. Aber es ist halt natürlich, hat den Nachteil, je weiter du weg von der Musik sitzt, desto schlechter hört man. Muss man schon ganz ehrlich sagen. Deswegen wir sind oft bestrebt, dass wir die Leute so zusammensetzen. So zusammensitzen vorne Ja. bei uns alle auf die Tische und so, ja. Und ich sage, und morgen angeblich angesagt haben sich, was hat sie angesagt worden? Angeblich, ich will ja nicht über ungelegte Eier reden, nicht? Eigentlich. Ja, Aber uns geht's ja ähnlich Seitenblicke, so, nicht? Im Seitenblicke schaut vielleicht vorbei. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Ja, ich meine, uns geht es nicht so im Sinne von, wir spielen ja sowieso. Es ist Wir egal, sind spielen wir sowieso nicht, aber- dort, ja.
Aus irgendeinem Grund hat Seitenblicke gemeint, also es hat sich zumindest beim Matthias gemeldet, angemeldet und gesagt, man spielt die 16er Buben, da möchte man kommen. Für die nicht österreichischen Gäste muss man sich erklären, Seitenblicke ist jetzt eine wie sagt man das, so eine Gesellschaft. High Society-Sendung, ja. High Society-Sendung. Tägliche Sendung, ein paar Minuten um 20 rund um 20 Uhr. Schon ewig nicht gesehen. So, rund um Muss ich 20 ehrlich Uhr, ja. Nachdem ich nicht fernschauen tue, aber es ist auf jeden Fall immer eine große Ehre. Wir haben das schöne Erlebnis gehabt bei unserem Konzert beim Jauner damals anlässlich des 30-jährigen Bühnenjubiläums, wo wir gesagt haben, der Badlinge, pass auf, wir machen ganz bewusst, wir machen keine Presseaussendungen, wir laden keine Presse ein, weil, wie gesagt, in den 30 Jahren 16er Burm ist jetzt der Anteil der Medien verschwindend gering, nicht? Sondern das sind unsere Fans, die Leute sind gekommen und so weiter. Und so war es dann auch, die Hitten war bummvoll, so wirklich fast 400 Leute. Und ja, schön. Keine Medien, mit einer Ausnahme. Seitenblicke. War schön, war leibend, habe ich wirklich ganz, ganz leibend gefunden, ja. Absolut leibend gewesen, ja. Ja, hat mich wirklich gefreut. Also wie gesagt, werden wir schauen. Morgen vielleicht beobachtet unsere Social Media Kanäle, weil dann werden wir euch berichten, falls die wirklich da waren und wann das ausgestrahlt wird, ja. Werden wir sehen. Also morgen nicht, ne? So wahrscheinlich. Nein, das geht sich nicht aus, wahrscheinlich, nicht? Ja. Die Wildcats hat ne? Das sagst du was. Die zwei Pipatze wollten schon rebellieren. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Ja. Für mich Landmensch war es schon schlimm, ich habe die größte Freude mit dem monatlich, gell? Ja, für uns war das ja auch schwieriger als wöchentlich. Ja. Weil wöchentlich, das ist eine Struktur und monatlich, durch das, dass wir das dann auch nicht beinhart durchgezogen haben, dass wir gesagt haben, der erste im Monat, war das dann immer so, ja, das war dreimal, war das dann gleich schon an einem anderen Tag und so. Ja. Es könnte einmal sein, dass wir eine Pavlatschen auch ausfrieren werden lassen, wieder im Sommer nächstes Jahr vielleicht, aber das kann schon sein, ne? Aber das ist oder wenn wir noch wieder oder so. Und das war halt notwendig und ja, was soll man machen? Ne? Irgendwo müssen wir die Kirche im Dorf lassen, aber im Prinzip sehen wir das jetzt schon. Ja, sicher. Ja, das sehen wir schon durch. Ja, was denn? Dort beim Hängleisel habe ich oft solche Stirner gehört, ja, auch zusammen mit Marie-Louise. Ja, solche Gott beim Sölich. Ja. Vogel am Baum. Markus Mraz, jawohl. Markus, servus. Danke wieder für eure Zeit und Musikweltklasse. Jawohl. Rittmannsberger Solker im Hengelgarten war grenzwert. Ja. Von der Lautstärke meinst du, gell? Wahrscheinlich. Ja, das ist ihm dort wirklich dann. Das ist halt der Nachteil. Das ist der Nachteil, ja. Ja. Aber es ist ja so, wir haben, letztes Jahr war das, glaube ich, da war der Garten wirklich voll, komplett ausreserviert. Und es ist ein Gewitter gekommen. Schon im Vorfeld. Jetzt hat der Matthias gleich alle eine. Jetzt waren die, ich weiß nicht, es waren ja 200 Leute oder was. Da waren viele Leute. Jetzt waren die alle drinnen. In zwei großen Räumen. Naja, gut. Ja, damit konnten wir dann wirklich nur mehr halt in einem Raum Menschen beglücken. Geht halt nicht anders, was sollst du machen. Ne? Es geht nicht anders. Aber morgen schaut das Wetter sehr gut aus, dass wir wirklich draußen sind. Ja. Das schaut mal gut aus. Gefahr ist immer noch maximal so ein Gewitter. Wobei es schaut sich morgen an. Kein Großwetterlage und alles so schaut alles sehr nach trockenen, lauschigen, lauen Abend aus. Schau, die Wildcat Vogel und Brokkoli. Bringst du den Brokkoli hin? Den geht's nicht mehr zusammen. Pass auf. Wir können ihn nur markieren. Wir spielen ihn auf. Und dann hören wir in C7 auf. Chord Progression, da hab ich keinen wieder. Naja, bis ich die finde, ist die Sendung vorbei. Ja, eben, ja. Soll ich schauen, ob ich es gar finde? Nein, das findest du nicht so geschwind jetzt. Da spielen wir noch einmal, ja. Ich spiele an, dann höre ich C7 auf. Das ist in C. Hör mit C7 auf und du startest mit dem Intro zum Vogel am Baum. Das können wir machen, ja. Das machen wir, das müssen wir Welt. Jawohl. Weil, man, die Welke hat gesagt, Vogel und Brokkoli. Ich habe vorhin nämlich gelesen, Vogel am Brokkoli. Schau, der Hochhofen ist leiber. David, ich freue mich über wöchentlich, wenn auch kürzer. Jawohl. Endlich wieder, ja. Ich freue mich ganz persönlich auch. Allmeister, Hitze ab Mittwoch. Ja, Mittwoch wird es heiß. Am Donnerstag spielen wir beim Taschler. Ich weiß nicht, wie der ausreserviert ist. Ich weiß nicht, ich habe nichts gehört. Das ist, glaube ich, gut. Aber Donnerstag Taschler. Ausnahmsweise am letzten Donnerstag im Monat.
Weil ja dann der 1. im August. Das ist der 4. August wäre das, ja? Nein, der 6. Der 6. August. Der 6. August, ja, weil genau. da bin ich der Trauzeuge von meinem Neffen. Das ist Der tut Hotzatten tut er. Selbstverständlich. Hotzatten, jawohl. Sicher. Nächste Woche Feinripp am Latschen. Allmeins darf, da hast du aber recht. Ja, wenn das so ein Hass ist, müssen wir wieder ein Feinripp. Ja, wie war machen Hans? Du musst das kaufen. Die gibt es zum Kaufen. Ja was, ich habe ja auch solche. Die sind sogar modern wieder. Vielleicht nicht die weißen, so, aber die sind modern. Ich könnte von mir ans Leichen, aber mittlerweile glaube ich nicht, dass der passen wird. Es passt wieder, glaube ich. Naja, Also, die Länge. die Länge kennt das ja. Das Die Länge. So passt es eh wieder. Wir sind eh schon wieder. Ja, von der gleich. Brade, aber wo wir da ja, schon länger. Das müssen wir uns anschauen. Allmeins darf hat diese Idee. Wenn es wirklich so arschhaß ist, machen wir. Na, weißt du, was wir brauchen? Wo kriegen wir das her? Patrick, das machen wir. Wenn wir, ihr müsst uns sagen, ihr müsst uns wirklich zukommen lassen, wo wir sowas schnellstmöglich bekommen. Oder wir bestellen das, schauen gleich bei Amazon. Wir machen die Pavlatschen im guten alten Badeanzug. Wo gibt's denn so? Ja, weiß ich nicht. So einen gestraften, was der rot-weiß gestraften Ja, Badeanzug. der Mega-Badeanzug. Ja, Die Herrenbadebekleidung. das machen wir. Im Gefängnisoutfit. Ja, genau. Badehosen beim Latschen, ja, will Franz eben. Ja. Das schauen wir. So ein Badeanzug. Der klassische Badeanzug. Gleich schaut irgendwer gleich nach, was es sowas gibt. Ich schaue mir, ob es Aber nicht in der Luxusvariante. Nee, wird es keine geben, es wird keine Luxusvariante geben davon. Bei so Vintage-Shops, das ist ziemlich en vogue auch einige. Da gibt es einige in der Zwischenzeit, die... Ja, eben. Ja, es war noch lieber das Feinripp. Auch wenn es cool war, wie der Mondl. Bravo Marco Ginelli. Aber das war was. Horito, später war noch. Guten Abend miteinander, Markus Volker. Jawohl, servus Markus. Markus Volker wird klasse. Danke herzlichst nochmal für deine besondere Großzügigkeit. Dein Schmattes, muss ich gleich einblenden. Der Schmattes von dir, Markus, war gewaltig. Danke herzlichst dafür. Und wenn jemand ein Schmattes zukommen lassen will, der Musik, hier findet Sie die Daten oder auch in der Videobeschreibung. Natürlich alles da. So, jetzt haben wir gesagt, in der Kombination, na genau. Nein, aber das war leibend, der Anzug. Das war... Der Badeanzug mit Badehaum. Mit einem Badehauberl dazu. Naja, aber was sagen? Bist du da, wenn wir schwitzen? Schon gescheit. Weil man das blöd ist, was ich wirklich gern trage in der Hitze, was ich wirklich gern anhabe, ist ein Saunakilt. Also ich habe verschiedene, ich habe so ein Hammam-Tuch, Ja, verwende ich gern. passt, ja. Also mehrere, aber ich sage jetzt nicht, also ein Hammam-Tuch oder aber auch, da geht es wirklich so in die Piquet, glaube ich, heißt das, ne? Mit diese Vierkant. Ja. Da bis zum Knie, der Saunakilt, weißt du, mit einem Reißverschluss quasi, da vom, wie heißt denn das da, von Fossen, nein nicht Fossen. Fossenfrotti? Ja, ich glaube von Fossen ist das. Also so ein Ding, und das ist leibend. Das ist echt leibend, weil das ist halt, ja, ich meine, ich gehe nicht auf die Straßen damit, ne? Ein Rockerl, ne? Das ist nicht so, auch wenn es heute nicht so ist, aber für mich schon. Also, aber das ist leibend, aber das war was. Ja. Kostet knapp über 20 €, wenn man heute bestellt, wird es bis Samstag geliefert. Allmeins darf wird klasse. Herren 20er Jahre Badeanzug. Kaufland Amazon. Allmeins darf, danke herzlichst. Dankeschön für die Info. Das werden wir gleich schauen. Das checken wir. Sicher. Das checken wir. Badehaum dazu, Na, sicher. so den Steck, Jazz-Awal, wegen der Hitz. Na bitte. Ja, ich freue mich schon. Also- Man sieht mir die Freude an, nicht? Also schaltet ein. Nächste Woche. Bei der Jetzt schon Hitz. langsam haben wir die Figur auch. Ne? Das stimmt eigentlich, ja. Schon eigentlich, weißt Ja, ich gewohnt aus der Zeit, wo man zum T-Shirt nur Ruderleiberl du. Nur der Level, So genau. ist es. Aber wie bringst du das dem Amazon bei? Der versteht ja nicht, was du meinst. Na gut, also, warte, ich schreibe wieder an jetzt da. Jawohl. Danke euch schon jetzt für eure Großzügigkeit. Ich mache einen Einlauf. Ja. Ah, okay. Einst hat mir meine Mutter gesagt, wenn die der Hunger packt, du nicht naschen, iss was Gescheites. Schau, Gemüse hat sein Reiz. Vitamine sind gesund und du wirst nicht kugelrund.
Ich war früh reif in mein Leben und hab jetzt Antwort gegeben. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die Plätze daheim. Mit dem was ich noch mehr, ich will ein Kümmelbrot. Jawohl! Chefetti. Und wir wissen nicht, okay, ich weiß nicht, wie der Text geht. Spür Solo einfach. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die, bleibst daheim mit dem, ich will ein Kümmelbrot. Schick, schmackig und Chefett und ich weiß den Text nicht mehr, aber geht um einen guten Kümmelbrot. Um ein Kümmelbrot! Kümmelbrot! Jetzt machen wir einen Übergang. Kümmelbrot! Ich sitz auf der Wiesn, ein Großholm im Müll, die Boxen zerrissen, ich find nichts dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Hose herum, ein Fink verrisst der Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An Arbeit denk ich nicht einmal rein dran, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Kommt der schönste entlang halbwegs daher, ja da spring ich verfreit. Was brauch ich schon mehr? Zwei Ägel schauen fest in die Meinen hinein. Weil sagen sie nicht, wie deinige seid, aber noch ein paar Bussel, sag ich geh schon heim. Ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. Es ist der Zwitscherdörn von Herrn Papageno. Und steht eines Tages der Winter vor mir, sagt quasi da keiner, gehört er zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen grün, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Ich muss ein Anschlag, jawohl. Jawohl! Gelungen! Brokkoli, erst müsst der Brokkoli-Text nicht wirklich. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, ich hab's gut überspielt. Da schaut er was an, Da fällt Aus für den Rainer. 10 € überwiesen. Gabi. Ich danke dir schön. Dankeschön. Danke dir schön. Ein Schluck Wasser. Wasser aus der Thermenregion.
Aus Bad Vöslau. Haben wir auch gesagt, ja, dass wir schauen, ob wir Das wird die Wassersponsoren kriegen. eine Wässerverkostung machen, ja? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird einfach keinen interessieren. Das wird die Realität sein. Es ist so, ja. Es wird die Realität sein. Was soll man machen? Was soll man machen? Jawohl, danke vielmals. Heute wieder ein Traum, Almersdorf. Dankeschön. Dankeschön. Ja, es gibt Zustimmung seitens des Publikums. Ja. Eigentlich ist das Wetter richtig für schräg gewesen. Hast auch wieder recht. Ja, mir gestimmt. Du müsst am Ende auch Badeschluss spielen. Mein Gott, nein, das kann ich gar nicht. 20er Jahre waren doch die Hochzeiten der Schrammelmusik, oder? Schrammelmusik eigentlich nicht mehr. Die Wiener Lied, ja. Schrammelmusik, ne, war die zweite Hälfte 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert. 19. Jahrhundert, so, ja. Das ist richtig so. Gell. Aber 20er, da hast du schon recht, es war schon so eine Hochblüte. Eine Hochblüte des Wiener Liedes auch, ja. So Karl Lorenz, ja. Da war die Hochblüte von Karl Lorenz. Kronecker, Fiebrich sind gerade gekommen, das waren so die 20er Jahre. Das ist eine dick da. Aber das ist eine gute Idee. Eine gute Idee. Almersdorf, das müssen wir machen, wenn wir diesen Anzug haben und im Stile der 20er, 30er Jahre unterwegs sind, werden wir nur Lieder spielen aus den 20er, 30er. Und eine Nummer fällt mir da gleich ein, natürlich aus den 20er Jahren. Welche? Kronecker. Der Kronecker gibt es viel. Auch Werner. Schimi. Der Werner Schimi, 20er Jahre. Aber das werden wir machen. Das Schimi war einer der Modetänze der 20er Jahre. Das Leibwart der Markus weiß, ich bin beim Trainingsraum und pump Gewichte. Beste Musik ever, Prost, Leute. Jawohl! Ja, hau eine, Alter, hau eine! Da geht noch was, ich will die Zittern sehen. So weit bin ich. Geht noch, Gas geben. So, pass auf, schau, der Uli Slonik, jetzt habe ich nachgeschaut. Grinzing endet in diese Richtung mit Kasgraben, Grinzinger Allee, Grinzinger Straße. Ne, aber der Kasgraben, das ist ja dann. Das ist weiter da, ja. Das ist so weiter nördlich. Aber das fragen wir, wie gedankt darf ich es nachschauen, Uli? Das ist Oberdöbling, ja. Aber ich sag dir was, der Matthias, also bilde ich mir zumindest ein, der hat mir gesagt, wir sind schon in Grinzing. Das müssen wir wissen. Ich werde das morgen mit Matthias noch mal besprechen, ja. Das möchte ich. Schau, Thomas Meyer ist da, jawohl. Sehr Stonke, ist dich. Ja. Aber das war was. Wir müssten dann so einen Sound machen, dass das klingt, wie wenn du der Schellack auflegst oder wie so ein Grammophon anspülst. Und dann spielen wir im und dann natürlich sind nicht schon, dann immer der Background ist dann auch vielleicht nicht ganz stimmig. Nein, aber das muss passen. Also die gehört weg dann, nicht? Ja, die kann, ja. Nein, die auch schon immer. Schon nicht, ne? 20er, 30er Jahre wird eng. Naja gut, wie auch immer. Also, na gut, reißen wir an. Reißen wir an, ja. In Beiling in ganz einem Häsel ist Wirtshaus zum goldenen Kranz. Ein heimliches Alte wie ein Bäsel, dort gibt es kein Fahrzeug, kein Platz. Es heißt, dass die gemütliche Werner vom heutigen Tanz nichts versteht. Und dort kann ein Tanz jetzt lernen, und Werner ist schon doch hochmodern. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt man moderner Tanzel, das kennen die alten Leute, uns passt in neue Zeit. Man ist im siebten Himmel, tanzt man den neuen Schimmel, das ist kein Platz, als heute Tanz. Gar lustig ist dort an ihrem Kirchturm, aber auch wird kein Smoking, kein Frack. Man tanzt ohne Rot und mit Viertel, man braucht keine Stiefeln aus Lack. Die Kichen, die Blade, die Anna, tanzt an ihrer Rischfisch, Fui Hamur, Mina Wirst und mit
der Himmel, tanzt einmal eine weiche Schimmel. Das ist kein Franz, aus altem Tanz. Mit Dudler, gratuliere erst, aber alle 8. Ja, ich hab's nicht gehört, aber wie hat's denn gelungen? Nicht so schlecht, meinst du? Das war nicht schlecht. War nicht schlecht, naja, das ist schon besser als schlecht. Ne? Jawohl. Eine 20er-Jahre-Nummer, ja. Döblinger Buschenschank und Heurigenkalender wird der Händel in Unterdöbling geführt. Also Unterdöbling ist das, nicht Unterdöbling ist das, okay. Franz M., ja, danke schön. Danke, ja, dann danke. ist das sicher. Weißt, oder es war mal ein Gespräch, dass wir geredet haben, weiß nicht, von den Weinrieden oder irgendwas, aber ich habe das so im Kopf, dass er gesagt hat, Grinzing, dass ich das irgendwie. Aber ich meine, jetzt ehrlich, es ist, also wenn ich jetzt sage, wir spielen in Grinzing und wir spielen in Wahrheit in Beidersdorf, das war jetzt schon. Oder in Stammersdorf, ne? Ja. Das ist schon anders, nicht? Aber, aber gut, andererseits verstehe ich es, wenn du sagst, ich spiele in Stammersdorf, aber in Wahrheit in Strebersdorf sind es alle. Auf der anderen Seite scheißt euch nicht an, was ist jetzt wo da? ist jetzt der Ausblick? In Strebersdorf oder Stammersdorf? Ne? Das ist so die Grenze. Ne? Das ist so. Ja, und dann ist halt immer das ist halt die interne Grenze, weil keiner, wenn du sagst, in Strebersdorf fährt, findet den nie einer. Weil er eigentlich in Stammersdorf ist, ja. Oder halt, Ja. Ja, mein Gott, nein. So ist es. Was? Steuermat kann dudeln. Wir können. Aber ich habe mich einfach drüber bemüht, muss ich sagen. Ja. Gut, ja. Es ist mit mir durchgegangen, sagen wir so. Warum ist es mit mir durchgegangen? Weil wir in Litschau haben wir gespielt beim Schrammel. Beim Schrammelglühen. Beim Glühen, also wie wir da quasi die Session gemacht haben, war der Kojelo Rudi privat da. Und da habe ich gesagt, erst bei dem Lied habe ich gesagt, was ist, haust den Dudel rein. Und er hat gesagt, dann freulich. Und da hat er dudelt, natürlich schon anders, ne, als wie ich jetzt. Jetzt habe ich nur probiert. Ist mit mir durchgegangen. Ja, aber gut, jetzt geht das öfters. Das weiß ich nicht. Das gefällt mir. Ich kann es öfters probieren, aber ob es was wird. Wie der Erwin Stadl mal sagen, Burle, das gefällt mir. Das gefällt mir. Burle, das gefällt mir. Über die S-Bahn-Station Oberdöbling kommst du hin. Na gut, das ist wenigstens so, ja. Ja, das stimmt. Die Mega sagt, immerhin ist es im 19. Meine Rede. Gut, das ist der Taschler. Das stimmt Das allerdings. ist Ja, aber jetzt stell dir vor, jetzt sagst du, wir spielen in Döbling, ne? Beim Taschler. Die finden nie, sagt er, wir sind. Nein, das ist schon das Dorf. Wir sind im Das ist Goldberger schon Dorf. Ja, Das das ist Dorf ist schon wieder eigenes Gebiet, ein eigener Rayon. Na erst, das Ja. ist ja ganz woanders. Ja. Das ist halt. Ja, so ist es. Also ich werde nicht genug gescholten, wenn ich immer Grinzing schreibe und überall steht Grinzing. Aber ja, wer weiß, zum Schluss kommen die Seitenblicke nach Grinzing und gar nicht zum Hingrauselbrunnen. Nein, die wissen normal schon, wo sie kommen. Sollte schon sein, gell? Ja. Sollte schon sein. Die schräge Wiesen hat die Aschare. Aschare. Wieder so ein wunderbares, eine Zusammenarbeit von Hans Lang und Erich Meder. Ja. Die haben ja geschrieben in die 50er Jahre, das war 60er Jahre, also, wenn man so die Tonfilme der damaligen Zeit schaut, Ja. unglaublich. Das Also war so quasi wie kann man sagen, so der Kolonowitz und der Prokopetz von damals. von damals sozusagen, ja. Von der österreichischen- Filmmusik und Filmmusik, ja. Die österreichischen tonangebenden Extrem viele Marischka-Filme, alle Ja. mit Erich Meder. Ja, und genau, Hans Lang. Marischka. Und eben natürlich Nicht Heinz alle, Konrads. aber sehr viele. Ja. Heinz Konrads, ne? Heinz Konrads. So, Jawohl. schräge Aschare. Ascharige. Kennen Sie die Geschichte von Franz nicht? Also bitte, wenn's nicht wissen, wie die geht, dann erzähle ich gerne Ihnen jetzt von einer Wiener Spezialität. Der Franz hat halbe Zeit und Zeit so viel am Feld und die verbringt er gern in der Natur. Da braucht er kein Benzin, fährt mit der Trampe hin und wenn man fragt, dann sagt er immer nur schräge Wiesen am Donaukanal ist mein Riviera auf jeden Fall. Ich brauch keine Mist,
kein Rechnen, Papa. Mein Wirtsal, ja, die liebt mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen am Donaukanal, das will ich gehen, auf jeden Fall. Wenn auf der Rossauerlände dann so gegen Ende meiner Flieder blüht, dann wollen alle Leute verreisen, wir fahren mit der Eisenbahn dann alle mit. Einander bleib ich stur bei meiner Überfuhr, weil ich für keine Luxusreisen bin. Ich hab noch alles Gepäck, einen alten Lampen, schickt im Radio auf und Büsel für mich hin. Schräge Wiesen am Donaukanal, das wäre dir auf jeden Fall. Ich brauch keine Mistlicht, kein Recht, Papa. Mein Wirtsal, ja, die liebt mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen am Donaukanal, das wäre dir auf jeden Fall. So schaut's aus. Ascha-Rege. So schaut's aus. Jawohl. Ich fühle es selber immer wieder gerne auch. Ja, wirklich. Die Nummer gefällt mir selber auch. Ja. Ja, schau, die Julia Austria ist da, Gestik. Servus, grüß dich. Was hat der Manfred Kraft? In Grinzing sind zum Beispiel Martin Sepp, ja, klar, beim ersten habe ich schon ein paar Mal gespielt. Ja, na gut, Grinzing, jetzt diese Ortschaft Grinzing, die weiß man aber was der oft geht, das weit über das hinaus. Ja. Aber das ist so, ich traue mir ja nicht mehr so, ich habe einmal gesagt, der Meier am Vorplatz ist in Heiligenstadt. Hat einer geschimpft mit mir, gesagt, das stimmt nicht, das ist nicht Heiligenstadt. Aber das ist Heiligenstadt. Heiligenstadt. Bei aller Freundschaft. Ja. Aber ich, Heiligenstadt. aber ich will da nie rechthaberisch sein, weil ich selten Recht habe in dem Bereich. Ja, so. Weißt du, man es auch nicht herstellen. Nein, in dem Punkt. Aber was weiß denn ich, was der... Einen Wiener kennst sofort, wenn er sehr was sagt. Um die Wege am Bezirk nach einer Gossen fragt. Wenn er schimpft, dass der Wein ihn ans letzte Gerstl bringt und gleich drauf seine 4 und trinkt. Aber wenn's die Bundessünde spülen, kennst der Sacre an. Er steht da und ist ganz stark, weil er den Text nicht kann. Aber bei Schrammen singt er mit, jedes Liedl, das ist ja wiss. Daran kennst, dass er ein Werner ist. Schau die Judy aus, der sagt, Pfarrplatz ist Grinzing. Na bitte, ich meine, das ist ja Wahnsinn, ich meine, das ist ja auch dort in dem Gräsl. Aber der Meier am Vorplatz ist in Grinzing, das ist nicht Heiligenstadt, das ist doch Heiligenstadt. Das ist ja der Beethoven mit daheim gewesen. Ja, der war da in aber nicht die Probusgossen eigentlich, das ist schon Grinzing. Ja, das ist Grinzing. Naja, ja, wahrscheinlich. Aber das Probusgossen endet aber genau. das ist nicht viel weiter weg als der Henkel-Haselbrunnen. Auf der anderen Seite. Ganz anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite, aber nicht viel weiter weg von Grinzing, vom Ort. Darum meine ich, ja, bin ich der Falsche. Ja. Frage eine Ex-Taxlerin. Na ja gut, aber wieso ein Taxler weiß auch nicht, ob das geht, der weiß die Gassen. Der muss ja nicht wissen, ob das jetzt Grinzing ist oder nicht Lerchenfeld oder das Alt-Lerchenfeld oder das gar kein Lerchenfeld oder gar kein Feld. Aber wichtig ist, dass er die Wirtshäuser aber hat. Nicht? Also aber danke für den Hinweis. Danke. Ja, immer echter Wiener kennt sich ja nicht wirklich aus. Also ich stehe dazu. Sportpolizei sagt, wer schon einmal auf einer schrägen Wiese gelegen hat, weiß, dass es einem die Feinripp-Unterhosen unangenehm in den Schritt zieht. Aber da habe ich einen Trick. Alter, da habe ich einen Trick. Du musst dich andersrum hinlegen. Dann steigt dazu das Blut ins Hirn. Aber die Unterhose sitzt. Wie der Drei-Wetter-Taft. Dass du 3 Mal runter hast, verlierst das Hexen. So gut, ja, gut, untern darfst du nicht. Ich leg mich gleich noch hin, was das ist. Untern darfst du nicht. Jawohl. So, Spaziergang fährt morgen mit dem Moped nach Mariazell. Na, das ist aber leibend. Ich fahre... Ein Motorrad, wo ich fahrt quasi. Ja, quasi. Schön. Das ist schön.
Herbert Schiff, jawohl, Krieweg aufgespielt, Brau 16er Buben. Dank der Chef. Ja, ich hab auch eine große Reise vor mit meinem Scheißerl, mit meiner Manke. Nämlich Mitte August, ich glaube am 13. fahre ich nach Neunkirchen Pickel, ne? zum Pickel und zum Service. Naja, weil ich es halt gern habe, die Burschen dort in der Werkstatt. Ich meine, es war jetzt gab es schon in Wien auch Werkstätten, die das machen. Aber ist ja wurscht, ne? Der Hund, da könntest du nach Wülfersdorf auch fahren, ja. Das ist ungefähr gleich weit. Ja, war wahrscheinlich näher. Wahrscheinlich weit. zum Hubeni. Ja. So, der Franz eben sagt, Heißan, Mut. Ja. Der Meier am Vorplatz, Rotes Haus, Heiligenstadt. Danke, Franz eben. Siehst du das? Franz eben sagt das auch. Interessant. Ich habe auch geglaubt, dass der immer. Nein, für mich wird das immer Heiligenstadt. Aber ich meine, weißt du, aber es wird auch schon stimmen, ich meine, es ist schon ein Grenzgebiet. Ne? Also es ist schon, das ist quasi entmilitarisierte Zone, wenn du so willst. Hm? Das ist Leo. Sozusagen. Man könnte sich aber horizontal hinlegen statt vertikal. Naja, horizontal, dann liegst du immer auf einer Seite oben, auf der schrägen Wiesen. Also es geht nur mit Fies oben oder mit Schell oben. Beides Nachteile. Erste Variante erzeugt eben Feinripp, Unterhosen, Abdrücke. Schrittsausen. Schrittabdrücke, also alle Abdrücke eindeutig, ja. Und anderwertig, ja. Aus vorher genannten heurigen Kalender. Danke, Franz M. Oh, danke, Franz. Weil das ist natürlich Aussage. Sehr gut. Ja, mir gesagt, auch Egler wegen Beethoven. Ja, mein Beethoven war halt dort, aber der hat ja dort wirklich in der Nähe gewohnt, also muss das gewesen sein. Da schau her, der Marco Cinelli hat sich neu gekauft, der KTM 690er Rallye. Niemand weiß, wann sie kommt oder wie viel sie kostet. Leibend. Oder ob es fährt. Unemeister, guten Abend, 16er. Ja, liege seit Samstag mit schwerer Grippe im Bett, furchtbar. Die einzigen, die mir den Abend ein wenig besser gestalten, seid ihr. Also zahl's und danke. Du, Unemeister, alles Gute. Wein auf Krankenschein. Du spielst Wein auf Krankenschein. Ja, und davor haut eine bitte ein Genesungsorgie an rote Achteln für den Unemeister. Schwere Grippe auf David Original. Wollte ich schon sagen, geschissen, aber das sagt man nicht im Fernsehen. Wir sagen, auf das wird gepfiffen. Ganz klar. Weg mit der Grippe, haut es eine Achtel von einer, wir spielen der Wein auf Krankenschein, damit es gleich eine gute Besserung wird. Und nochmal für alle ein kleiner Hinweis, lasst dann Schmattes umwachsen für die Musik. Satz so lieb. Das wäre wirklich großartig. Wer das jetzt anschreiben will und dann nicht dazukommt, in der Videobeschreibung findet ihr diese Daten genauso. Ich danke euch herzlich. Schön, danke. Und jetzt der Unemeister. Wein auf Krankenschein. Jawohl. Herr Doktor, ich fühle mich nicht wohl. Verschreiben's mir, wenn's geht, an Alkohol. Ich brauche für mein Kämpfen ein kurz Trepfen und für mein krankes Wamperlachs und Standort. Wo sie da das haben in ihrem Schraub. Die Pulver machen mich erst richtig grau. Drauf sagt der Arzt, ich gebe ihnen ja recht. Ein Viertel auf Rezept war gar nicht schlecht. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das wissen's gehen. Und die Kranken leben wieder gesinnt allein. Einer misst die Flasche heimlich wo verstecken. Ein gutes Tröpferl in jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Riebensaft. Und wird ein Schmerz mir mal zur Qual, dann geh ich zu meinem Weinregal. Da bin ich dann mein eigener Mediziner, mit einem Braminer oder einem Wöttiner. Und bin ich traurig und was recht für Warner, dann greif ich zu einem guten Schluck Silvaner. Ah ja, und eins, das muss ich euch noch sagen. Ein Ruder, der ist wirklich gut für den Mond. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das wissen's gehen. Und die Kranken leben wieder gesinnt allein. Keiner misst die Flasche heimlich wo versteckt.
das Trinkfall in jeder Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Riemensaft. Jawohl. Gute Besserung, Ohne Master. Voll Gehen wir. dabei, voll dabei. Sende die helle Energie und dass es dir bald besser geht. Bravo, Marie-Louise. Jawohl. So Ein Glühbier, wenn du ein gutes Herz hast. Ja, und wenn da nicht Speiber kommt. Glühbier, ja. Glühbier. Der Braumeister von der Otterkringer, der gute, Gott hab ihn selig, der Herr Diplom-Ingenieur Schulz, damals vor 30 Jahren empfohlen hat. Wenn man ab einige der Bierzapfer waren verkühlt, da müsst ihr sich ein Glühbier machen. Ja. Ich meine, schau, der Punkt ist halt der, so ein halber Bier alle hast, den Glühwein wird er halt nicht besser, aber wurscht Das ist ist der nicht. Wurscht dann, ja. Das wird der Vorteil sein. Nicht? Aber schau dir was an, die Judy Austria war jetzt auf der Homepage von Meier am Vorplatz, dort steht Nussdorf. Na, das ist aber wirklich ein Schmarrn. Nussdorf ist ja ganz woanders. Das kann nie Nussdorf, nie im Leben. Nie im Leben ist das Nussdorf. Das ist nein. Da ist ja ganz ein Hegel dazwischen, zu Nussdorf rum. Ja. Ich meine, das ist auch in der Nähe, ist alles im 19. Jahr. Nein, ist ein Wahnsinn, großartig. Judy, das ist wieder Weltklasse. Das gefällt mir. Zur Verwirrung der Russen. Bravo, Franz. Ja. Bravo, Franz, das ist zur Verwirrung der Russen. Das stimmt. Ja, klar. Aber ich meine, wir halten uns an die eigentliche, wirkliche Autorität und das ist der heurigen Kalender, der offizielle. Ja, das ist aber interessant, da ist der Taschler zum Beispiel in Sievering auch immer noch drinnen. Na gut, okay, Weil er aber, ja so aber lange in Sievering war, im Ja, Kloster ja. war, ja. ja. Im Kamaldulenser Kloster. Ja, und hat er viel Geschenkt Weingärten hat, ja. dort. Ne? Ja, auch noch Deswegen. immer. Schau, René Lemp ist auch da. Grüß dich, servus. Bakterien sind fies, war eben 10 Tage im Spital. Was ist mit euch los? Ist das 4 Tage davon im Koma und das wegen einer Scheißentzündung. Ja. Bist Entschuldigung. Entschuldigung. Das René Lemp, das ist ja ein Yes. Aber da nehme ich jetzt einen Schluck auf die. Na, was spielen wir jetzt für einen René? Ich will nichts dazu Auge, lass mich schon ausmachen, aber ich habe letzte Woche auch gekränkelt. Ich war etwas grippös, aber es ist nicht richtig ausgebrochen bei mir. Ich war nicht Fisch und nicht Fleisch. Gut, ich auch. Schau, ich bin ja jetzt ein Taekwondo-Schüler. Ich bin ja jetzt Taekwondo-Schüler. Und ich meine, ich bin auch flach gelegen und das lag am Training. Das lag an was anderem. Ja? Das ist. Das ist schon was anderes. Jetzt aber René Lemp, was machen wir jetzt für einen René? Wir sind schon am Schluss. Wir machen die Schlussnummer. Einmal geht's noch. Einmal geht's noch. Was im Koma liegt, das muss man einen Vorsinger, der im Koma liegt jetzt, ja. Also komm, einmal geht's noch. Komm, wach auf. Einmal geht's noch. Das Lied machen wir jetzt zum Abschluss. Schau, Kalmberger Straße geht nach Nussdorf. Immerhin besteht Döbling aus 12 Ortsteilen. Ja, das wenn man die ganze Unter- und Ober zählt, ja. Es ist ein Wahnsinn, ja. Gropfenweiler, Kaskrom, Untertöbling, Obertöbling. Der allgemeine Vorplatz liegt in der Heiligenstadt im 19. Gemeindebezirk, sagt die KI. Laut der Hätte. Jawohl. Die Meg ist bald in Luzern. Ja gut, das ist ganz woanders wieder. Wieder glücklich zu Hause. Bravo René Lemp. Haut eine bitte noch einmal. Eine organrote Achtel. Wir brauchen es noch mehr. Ich weiß, heute ist es fast schon ein bisschen inflationär. Nein, aber es ist so. Wir brauchen es. es. Notwendig. Es ist wirklich Der notwendig. René braucht's. Der René braucht's. Ah, Wahnsinn. Bist du deppert. Ein Rotlauf vielleicht gehabt? Jesus. Das ist ein Wahnsinn. Ja, schau, kommen zu die Achteln. Hochofen, bravo. Jawohl. Freunde, alles wie gesagt, morgen, Henkel Haselbrunner, wer Zeit Lust hat, kommt zu dir im 19. Um 19 Uhr. 19 Uhr. Am Donnerstag beim Taschler spielen wir im Garten, eh klar. 19. Bezirk, Ja. 19.30 Uhr. 19.30 auch im 19. Schaut auf der Homepage, dann geht's auf die Adresse. Am Sonntag, da spielen wir bei einem Frühschoppen, das haben wir privat, aber im Weihviertel. Und dann ist schon der nächste Montag da und da schaltet jetzt hoffentlich wieder ein. Ich hoffe doch sehr. Und seid dabei. Weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir eben in entsprechender Gewandung da sitzen werden für Die ist sehr groß. die Hitze entsprechend. Und wir verabschieden uns jetzt mit einem Lied, das haben wir letzte Woche
versprochen, dass wir es diese Woche spielen. Nämlich einmal geht's noch. Und das allen zur Genesung, nochmal besonders zur Genesung gewünscht. Aber jetzt speziell natürlich dem René. Gott sei Dank, dass du wieder da bist. Gott sei Dank, das ist genau der Und Wichtigste. wieder fit bist. Das ist ein Wahnsinn. Naja, gut, dass es so gegangen ist und nicht anders. Ne? Ja. Muss man reservieren für einen Stehplatz? Nein, Stehplatz, für einen Stehplatz muss man nicht reservieren. Es gibt halt keine Stehplätze. Aber nein, beim Fassel kann man sich hinstellen. Kann man sich hinstellen, ja. Wenn du so allein kommst, wird das schon. Und wirklich stehen, dann wird es gehen. Ja. Werden wir schon hinkriegen. Die werden wir schon hinkriegen. In diesem Sinne. Wir sehen uns nächste Woche. Und nächstes Monat. Nächsten Monat Na auch. was? Ah, stimmt. Na Ja, was? es ist ja schon Ende des Monats. Ich glaube schon, gell? Der Am nächste 3. Montag wird schon. Ist der 3. Ja. August. Ja. Weil da bin ich dann weg. Am nächsten Tag bin ich weg. Bin ich draußen. Hochzarten. Da geht auch in die Hitze rein. Oder da haben wir die Gewitter. Na schauen wir mal, was wird. Ich wünsche euch alles Gute. Jössinger. Alles Liebe, schöne Woche. Macht es gut, schön, dass ihr dabei wart. Gehabt euch wohl, meine Lieben. Schaut euch den Mond an, wie der schön rund ist. Schaut euch die Sterne an, das ist ein Traum. Glaubt's nicht, dass das jetzt ein guter Grund ist, dass ich heute tragen will, die ganze Nacht. Ich sag, geh schon, bitte geh schon, zu meinem zweiten Ich, aber es ist fürchterlich. Immer wieder druckt's mich nieder und ich wär schwach und wär ganz gern ein bisschen noch. Einmal geht's noch, ein Liter trinken wir noch, heute schauen wir's gut nicht an. Einmal geht's noch, und wenn's dann immer geht, ist schon spät. Bald ist die Sperrstunde, da müssen wir heimleider. Süß war die Madel, gut war der Wein. Doch vor der Sperrstunde, bevor wir heimgehen, da fällt die Trage noch geschwind was ein. Er schaut ins Flaschen, er schaut ins Taschen, dann schaut er auf die Uhr, weil er hat noch nicht genug. Er trinkt ein Wingel, wie ein Engel, ja, aber dann fängt er ganz laut zum Singen an. Einmal geht's noch, ein Liter trinkt man, hey, schau, das geht nicht an. Einmal geht's noch, und was auch immer geht, ist schon spät. Weh tut's zwar nicht, aber ein bisschen unangenehm ist, wenn's nicht mehr geht. So schaut's aus. Alles Liebe, pfiat euch gut, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.